Moin moin, liebe Lüd. Ich wollte jem gammol wat zeigen, wat ich nu hier in Steam gefunden hab. Und, also können jem bi ganze Masse Spiele morgen. Will dann einfach mal bi Stronghold zeigen. Also ich habe jetzt momentan die deutsche Version installiert. Ich wusste nämlich früher auch nicht mal, dass das andere Version geben hat. Gegen Gamorin. Bei Fly Studio. Ja, jetzt erhältlich. Oh, schön. Seid gegrüßt, Sire. Eure Feste erwartet euch. Ja, wie man sieht, alles schön hier auf Deutsch schreiben, wie bekannt. Und wir haben hier den Deutschlandcode. Ihr werdet Ja. gebraucht, um den Aufbau eines Basis... Ja, kennen wir alles. So, jetzt schlugen wir das Ganze. Blöder Augenblick. Dann klicken wir mit Rechtsklick dort drauf, gehen auf Eigenschaften und dann können wir hier in den Ordner, in den Reiter Allgemein, können wir hier auf Sprache gehen und beispielsweise auf Russisch stellen. So, dann schlugen wir einmal, dann aktualisierten das einmal, loadet das dann einmal alles runter. Einen Augenblick. So. Und nun starten wir das Spiel irgendwann mal wieder. Мое почтение. Ваша цитадель ждет. Moment. Ich muss nochmal. Irgendwas ist hier jetzt anders. Weil einfach nichts anzeigt bei mir. Also BM. Мое почтение. Ваша Na цитадель gut. ждет вас. Was passiert, wenn ich hier nur irgendwann mal durchklicken will Разместите und ваш einfach замок, die милорд. Mission starten will? Klasse. Wart nicht anzeigt. Вы устали, милорд? Warum war das jetzt nicht anzeigt? Ach, okay, wenn ich durchgehe und so, dann hier war das wieder anzeigt. Anscheinend ist da was anderes mit Mank. Gut. Das funktioniert also nicht. Dann würden wir einfach mal, genau, wir nehmen einfach mal Englisch und hoffen, dass das nur anzeigt war. Falls nicht, wäre das echt schade. So, kriegen wir mal. Ach, Englisch wird anzeigt. Ja, klasse. Das hält wie die russische Version ist ohne eine Capture-Funktion, also Greetings, sire. eine Capture-Funktion. Your stronghold awaits you. Immer alles schön auf Englisch. Also hier ist eben wird das alles schön auf Russisch, bloß anscheinend ist so eine Möglichkeit, also irgendwas bin, was das Capturen verhindert hat. So. Und zack. Nun haben wir hier nicht mehr den Deutschland-Quad ohne Schleswig-Holstein, sondern den England-Quad. So. Dann werden wir nur einfach mal kicken, ob das auch Augenblick, ob man das jetzt auch die andere Sprache, also der Titel wäre Espanol, wäre auch mal interessant. Und du dann natürlich, wenn er durch den Augenblick. Bin ich auch mal gespannt, was du wie gut kommen deit. Ob wir Welle eine Bildschirmblockade haben oder nicht. Nein, haben wir nicht. Gut. Saludos, Sire. Vuestra fortaleza os aguarda. Yep, Spanien.
Necesitamos que supervises la construcción de un nuevo campamento. Ah, Ole Back. Also, Russisch ist anscheinend ein Sperrpin. Das ist interessant. Wieso wie Frankreich gut? Also, so hätte man auch auf jeden Fall mal die Möglichkeit, ein Spiel zu spielen, was man vielleicht einmal durchspielt hat. Und einfach mal zu kicken, wie hört sich das auf ein anderes Sprach an. Das Spiel wird zwar dasselbe, aber La vie dans le vieux château. Bonjour, sire. Votre stronghold vous attend. ja, ist okay. Schön ist das Wort abgenommen. Ja. Und zack, haben wir die Korb von Frankreich. Nous souhaitons que vous dirigiez. Ja, ist ja gut. So. Damit man nicht ganz doof ist, also ich habe mir einmal, Moment, wo habe ich das jetzt? Wird das hier? Achso, ne, Moment, das ist dann hier nun eine andere Version. Also dann kommen wir hier auf Verwaltung, dann kommen wir auf lokale Dateien durchsuchen. Und dort mit der deutsche, das hier ist der Text, der wird in Spielsilber anzeigt wird. Bedeutet, wenn ich hier jetzt die deutsche Textdatei hinzufügen do, die habe ich mir gammel auf Desktop sichert, dann war die gammel ersetzt. Bang. So, dann schludden wir das Ding, dann drücken wir auf Start und dann müsste eigentlich jetzt, ja. Bonjour, sire. Votre Also, stronghold vous attend. ja, ist gut. Also nur mal so, das dort ist die plattische Variante. Einfach mal betten was anfangen zu übersetzen. Ne, schön Leerstund. Ja. Und dann wäre das jetzt wahrscheinlich, Moment, ja, ist immer noch französische Chord. Und ja, wollte ich ihm gerne mal zeigen, dass das möglich ist, dass man andere Chorden spielen kann. Also andere, also die Chorden an sich waren, die Maps waren nicht anders waren, aber die Chord zu erobern. Und man kann hier sehen, Französisch, Italienisch, Polnisch, Japanisch. Warum jetzt bei russischen Aufnahmesperre ist, das ist interessant. Und man kann hier natürlich immer wieder zurück. Also auf alle Fälle, wenn ihr irgendwie so was morgen nun, nehmen erstmal die deutsche Variante. Moment, lassen wir das gerne mal runterladen. So, dann kommen wir mit Rechtsklick wieder drauf, auf Verwalten, dann auf lokale Daten durchsuchen. Und dann nehmen wir diese sh.tex-Datei, die nehmen wir, kopieren und kopieren sich die auf die Desktop. Denn falls ihr das Spiel nicht in- und auswendig kennt, sind die relativ gau aufschmecken. So, wo ich ihm gerne so Leute werden wir das live zeigen. Falls ihr nochmal Lust habt, Ole spielt, nochmal will er nü.